Das ist jetzt das Tor zu ihrem Elternhaus. Wow. Es ist genau wie in meiner Erinnerung. Nur verschwommener. Wie ein liegen gelassenes Polaroid. Von außen wirkt es fast charmant. Der Charme ist nicht das Problem. Strukturelle Intaktheit? Schon eher. Glaubst du, es könnte sein, dass der Käufer es, abreißen lässt? Wenn es jemand kauft, kann er damit machen, was er will. Kümmert dich das gar nicht? Ich etwa? Klar. Überall hier sehe ich Bilder unserer ganzen Abenteuer. Und ich sehe überall nur sie. Allison, wir könnten was essen gehen. Morgen loslegen. Nein. Wir schaffen das nur, wenn wir anfangen. Was machen sie jetzt? Umbauen? Nach dir. Was machen sie jetzt? Ausruhen? Was hat's denn? Eine Glocke. Hast du vor deiner Abreise aus Fireweed was geraucht? Die Tür ist gleich da. Die ist eingeschlagen, die Tür. Verschlossen. Naja, gut, dass ich daran gedacht habe. Ist das der richtige Schlüssel? Klar. Vielleicht hat jemand das Schloss ausgewechselt. Wer würde sowas denn machen? Keine Ahnung. Wir sind aufgeschmissen. Gibt's einen Plan B? Ja, Fenster? wir kommen anders rein. Keine verschlossene Tür kann die listigen Kobolde aufhalten. Ja, wir kannten doch Millionen Wege rein und raus. Einer davon muss funktionieren. Ich könnte ein Fenster einschlagen. Sowas tun zivilisierte Leute nicht, das ist dir bewusst. Ach, wir sind also zivilisiert? Na, vielleicht nicht. Aber wir wollen das Haus hier verkaufen. Da helfen kaputte Fenster uns nicht gerade. Die listigen Kobolde. An die habe ich ewig nicht mehr gedacht. Oder sollte ich sagen, an uns? Wir waren fast öfter Kobolde, als dass wir Kinder waren. Oh, erinnerst du dich an all die anderen Wesen? Die Mondhexe, den Eiskönig, den alten Bären? An die meisten schon, ja. Aber weißt du noch, wie wütend sie war, wenn wir nicht den Kompost benutzt haben? Und sie wusste genau, wann wir gelogen haben. Verschwende nichts oder sag dem Planeten leb wohl. Brauchst du Hilfe? Nein, es geht schon. Okay. Wenn wir das Brett aus dem Weg schaffen, kann ich mich vielleicht durchquetschen. Wir brauchen also was, um es aufzustemmen. Es ist festgeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher. Also, eigentlich kannst du Sesam, öffne dich. Lass mich raten. Abgeschlossen. Ja. Kennst du noch andere Passwörter? Honigtau?
Nö. Nimm die Schaufel mit der Schaufel aufstellen. Ja, jetzt. Wenigstens brauchen wir die jetzt nicht. Zum Oh. Glück. Weißt du noch der Schneesturm von 2004? Marianne ließ uns schaufeln. Stundenlang. Natürlich. Sie war zu stolz, um Erwachsene um Hilfe zu bitten. Also das sieht mir nicht nach grüner Energie aus. Nicht, dass sie das Geld für Solarpaneele gehabt hätte. Weißt du noch, wenn wir Spielzeug im Sand verloren haben, dachten wir, der wilde... Wie viele Sandburgen haben wir damit gebaut? Keine, die es noch gäbe. So ein Scheissdreck. Jetzt brauche ich einen Schraubenzieher und ich finde keinen. Im Shop. Im Shop muss sein. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Igitt, ja. Kümmern wir uns später darum. Es gibt anderes zu tun. Nein, Werkzeug nicht. Unfassbar, dass sie noch hier sind. Ja, verstecken wir sie, damit sie möglichen Käufern keine Angst einjagen. Okay. Also, im Hütli. Wir befinden uns sicher irgendetwas zum Aufstellen. Willst du da wirklich raus? Nein, du hast recht. Was? Jetzt, ja. Ich frag mich, ob noch Fische im See schwimmen. Eddie hat uns hier das Angeln beigebracht. Angelst du noch? Nö. Und du? Jeden Sonntagmorgen. Sobald ich Fireweed verlassen durfte. Allein? Ja, zuerst hat es mich wahnsinnig gemacht. Aber dann gefiel es mir irgendwie. Es war entspannend. Im Ernst? Ja, du weißt schon. Der See, das Wasser, der Himmel und ich nur ein kleiner Fleck mittendrin. Ein Fleck. Mit einem Joint? Immer. Ach. Es ist fest verschlossen. Okay. Hier sollte irgendwas Brauchbares sein. Ja, genau. Hey, ich sehe einen Schraubenzieher. Jetzt müssen wir nur noch reingehen. Warte, ich fühle mich gerade so seltsam. Und kommt da erst wieder raus, wenn das Zimmer picobello ist. Oh. Jetzt kriege ich schon zum millionsten Mal Ärger und das nur wegen dir. Du und deine große Klappe. Du hast doch dasselbe gedacht. Du warst nur zu feige, was zu sagen. Was wird es auch bringen? Sie hört uns doch sowieso nie richtig zu. Ich schreie es ihr lieber in ihr blödes Gesicht, als stumm wie ein Fisch zu sein. Mist, Schlüssel vergessen. Wir müssen ihn zurücklegen. Vielleicht verstecken wir ihn irgendwo. Nur so, aus Spaß. Die Kobolde sollen der Prinzessin helfen, keine Streiche spielen. Was soll's? Du bist langweilig. Ich will nur nicht, dass es ihr noch schlechter geht. Wow, ist das eben echt passiert? Weiß nicht. Ich hab's auch gesehen. So fühlte es sich an, als wir unsere Gedanken teilten.
Mit unserer Stimme. Ja, stimmt. Aber das waren wir vor 10 Jahren, oder? Ich kann mich kaum daran erinnern. Glaub schon. Und, das ist neu, oder? Ja. Wir teilten Gedanken und Gefühle, aber Erinnerungen konnten wir noch nie abspielen. Wie kommt es dazu? Und wieso die Erinnerung? Ich weiß nicht. Das ist gruselig. Schlüssel, wegen dem Schlüssel. Komisch. Aber die Stimme war immer gut. Das vielleicht auch. Ich spüre wieder etwas. Bei der Scheune. Ja, ich mich auch. Beeilung! Gehen wir zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Tut es dir nicht? Okay. So will ich sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Oh, doch, das will ich. Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen. Wir müssen uns nur daran erinnern, welcher der stumme Frosch ist. Also, wer von euch versteckt den Schlüssel? Hm? Verdammt, wo ist der Schlüssel? Wirklich? Spaß. Komm schon. Okay, sorry. Danke, dass du nichts verraten hast, Kumpel. Et voilà. Klappt. Hab ihn. All die Mühe für einen Schraubenzieher? Hast du eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Wo kommt die Kiste her? Sieht brandneu aus. Von mir ist sie nicht. War vor kurzem jemand hier? Heute ist euer Glückstag, Vögelchen. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Eklig, ja. So, jetzt kann ich es aufmachen. Sicher, dass du da rein willst? Das war unser erstes Versteck, weißt du noch? Ein Moment. Wer weiß, was jetzt da unten lebt. Alles okay da unten? Tyler? Oh, das ist nicht lustig. Warum muss ich dann lachen? Okay, schön. Aber du bist ein Idiot. Alles klar. Diesmal gehe ich wirklich rein. Okay, wir sehen uns gleich bei der Eingangstür. Autsch! Alles okay? Was ist passiert? Ich habe mir blöd den Kopf gestoßen. Warte. Wo bist du? Hi. Ich bin draußen. Aber
Ich höre dich in meinem Kopf. Die Stimme ist zurück. Heilige Scheiße. Du, weißt nicht zufällig, wie man zu Luke Drachen voraus. Nach links, glaube ich. Was ist denn da? Dann nach den Kobolden wieder links. Wow, hätte echt nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Es ist lange her, Kumpel. Nö, es war recht. Mein Fehler. Moment, das war unser Schatz? Das ist nur Müll. Alles war für uns ein Schatz. Unsere Fantasie war grenzenlos. Pink. Es musste immer pink sein. Unser alter Drachen. Tja, aber die Flügel wurden wohl gestutzt. Ruhe in Frieden, tapferer Vogel. Marianne nahm uns wegen der Teller ständig in die Mangel. Aber ein Kobold bewahrt seine Schätze. Am Schatz vorbei. Geradeaus. Also, ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme eine weitere Kindheitsfantasie war. Ich auch. Der wilde Jäger. Warum macht mir sein Name immer noch Angst? Er entsprang Mariannes Feder. Die gruseligen Wesen kamen von ihr. Uiuiui. Tyler, bist du da? Tyler! Komme! Alles okay? Ich überleb's. Schön, deine Stimme zu hören. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ich arbeite dran. Tja, da wären wir. Da wären wir. Also, wo fangen wir an? Wir entscheiden, was wir behalten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Wow. Okay, mal sehen. Regal kaputt, Krug kaputt und die Waschmaschine kaputt. Der Trockner hat eh nie funktioniert. Marianne hielt Wäschetrockner für das pure Böse. Energiesünder. Wäsche aufhängen habe ich gehasst. Hab wochenlang dieselben Sachen getragen und mich so davor gedrückt.
Die gruseligen Masken müssen weg, um mögliche Käufer nicht zu verschrecken. Oh, du willst also niemanden mit diesen Masken erschrecken? Ha, das Bad riecht immer noch nach Mary Ann. Einmal richtig putzen, dann ist das auch erledigt. Ich wollte dieses Kleid im Garten vergraben, aber Mary Ann hat mich erwischt. Es war ein hübsches Kleid. Naja, wir wissen ja beide, hübsch war nie mein Ding. Wow, ich hatte ihre komischen Hausmittelchen ganz vergessen. Und wie sie immer an uns ausprobierte. Wie an Laborratten. Handgemacht. Nach 10 Jahren noch heil. Wahnsinn. Das könnte man vom ganzen Haus behaupten. Wie oft habe ich in diesen Spiegel geschaut und gehofft, darin etwas anderes zu sehen. Ei. Weißt du noch, jeder von uns wollte immer am größten sein. Als ob wir darauf irgendeinen Einfluss gehabt hätten. Und am Ende war es ein Unentschieden. Ja, und das ganze Dehnen hat mir überhaupt nichts gebracht. Schnur, Kleber, Gaffer. Damit lässt sich wirklich alles reparieren. Marian liebte es, Dinge zu reparieren. Aber nicht, wenn etwas kaputt ging. Vor allem dann nicht, wenn es unsere Schuld war. Ich weiß. Ich sag ja nur, sie rettete gern kaputte Dinge. Beste Mom. Meinst du, wir haben das ernst gemeint oder wollten wir sie nur glücklich machen? So oder so stimmte es nicht. Wir hatten nie Zeit, die Sammlung zu vollenden. Das ist aus einem der Preisautomaten vom Vecchi-Laden. Stimmt's? Ja, man schob eine Münze auf dem kleinen Tablett hinein und voila, ein Sticker kam raus. Ich wusste gar nicht, dass ich den Geruch von Feuerholz so vermisst habe. Mom, wegen der Anmeldung beim Eishockey-Team. Mom, Entschuldige, was? Oh, das geht nicht. Vielleicht nächstes Jahr. du hast es versprochen. Quengle weiter so und aus dem nächsten Jahr wird ein Nie. Schneidest du mir die Haare? Die sind gut, so wie sie sind. Aber ich will kurze Haare. So richtig kurz. Was? Ich bin müde und beschäftigt. Reden wir später darüber. Das sagst du immer. Es hat so genervt, dass Mary Ann zu allem Nein gesagt hat. In den letzten Monaten war sie nur noch schlecht drauf. Ja, und komplett taub gegenüber allem, was ich eigentlich von ihr brauchte. Zu mir hat sie auch ständig Nein gesagt. Stimmt, doch bei mir fühlte es sich persönlich an. Sie wollte den Planeten schon retten, bevor es durch Al Gore cool wurde. Hat Al Gore je etwas Cooles getan? Nee, Mit einer Sache hatte sie wohl recht. Aber man kann niemandem vorwerfen, nicht auf die verrückte Mary Ann Ronan gehört zu haben. wow. Ganz schön peinlich. Wir waren echt keine Da Vincis. Sie hob jedes einzelne Bild von uns auf. Vielleicht hebe ich ein paar davon auf. Sie hat so viele Fotos gemacht. Ja, als müsse sie jede Sekunde unseres Lebens festhalten. Behalte ein paar davon, wenn du willst. Nein, An die erinnere ich mich nicht. wahrscheinlich eins von Mary Anns unfertigen Meisterwerken. Es gibt 2 Stück. Vielleicht standen sie für uns. Für Mary Ann gab das vermutlich sogar irgendwie Sinn. Hallo Mom, es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie mochtest. Wir müssen besser aufpassen, nicht im Fensterzimmer spielen. Nächstes Mal versuchen wir, vernünftig zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Mir tut es auch leid. Wir sollten vorsichtiger sein. Ich bin sehr traurig, dass wir dich zum Weinen gebracht haben. Wir sollten lieber draußen spielen.
Ich werde Oli bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder, tut uns leid. Ui. Okay. Was liest du da? Ein Brief von uns. Als Entschuldigung für die kaputte Vase. Weißt du noch? Langeweile als Belehrung. Eine tolle Strategie. Sie hat gespart, wo sie nur konnte. Alte Bücher. Die hatten wir von Tessa, oder? Ja, sie dachte, wir wären begabt. Stimmt ja. Aber nicht, wie sie dachte. Ob sie gewusst hat, dass wir uns absprechen? Doch nur aus Spaß. Wir kannten die Antworten eh. Mariannes Zimmer. Gehen wir erst rein, wenn es unbedingt notwendig ist. Aber hallo. Wer ist Marian? Ah, das ist Mutter. Okay. Gehen wir in den oberen Stock. Wenn du nicht bald hochkommst, nehme ich mir alles, was ich möchte, aus unserem Zimmer. Niemals! Warte auf mich! Na das fühlt sich doch wie zu Hause an. Hey, die Postkarte, die wir uns aus Juno geschickt haben. Für immer allein. Was? Wir hatten kaum jemanden. Wir waren sogar unsere eigenen Brieffreunde. Hallo Alison, Olli. Wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? Juno ist jedenfalls so der Grund. Tyler, bitte melden. Wenn wir uns nicht beeilen, schmilzt das ganze Ding. Bitte melden. Verstanden. Ich leg gleich los. Der wilde Jäger soll uns ja nicht erwischen. Over. Der wilde Jäger. Oh, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Ich wünschte, ich könnte ihn vergessen. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Ole hatte Angst, das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. Sein Quatsch. Die waren im Wasser. Dummkopf. Jedenfalls soll euch diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich. A und O. Alison und Olli Roman. Bla 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 bla. Hey, du. Dein Zwilling liegt unterm Haus. Sah auch schon mal besser aus. Als Kinder haben wir den Ausblick Oh, nie geschätzt. Der war nicht meiner. Wir wollten immer einen Fernseher. Stattdessen schleppte sie Stapel an Büchern an. Damit hat sie uns wohl einen Gefallen getan. Wenn wir anfangen, im Angebot von HBO zu stöbern, wirst du das vielleicht anders sehen. Abwarten. Ach, ein paar unserer Spielsachen verpassen mir Gänsehaut. Sieh mal, was ich hier hab. Was? Nur unsere großartigste Schöpfung. Das Buch der Kobolde. Jetzt im Ernst? Warst die ganze Zeit in dieser Truhe? All diese Geschichten. Ich hatte noch viel mehr auf Lager. Marianne hat viele geschrieben. Ja. Nur in diesen Momenten schien sie wirklich friedlich. Mann, wo ist es? Suchst du etwas Bestimmtes? Mein Tagebuch. Davon hast du mir nie erzählt. Ja,
So wie Marianne war, wollte ich es erst recht, so gut es geht, vor ihr geheim halten. Marianne. Ja, als sie es damals gefunden hat. Mom. Mom! Mom, wo ist es? Was hast du damit gemacht? Was denn? Mein Tagebuch ist weg. Du hast es gestohlen. Gib es her. Schatz, alles, was ich mache, ist nur zu deinem Besten. Du hast es gelesen, oder? Dazu hattest du kein Recht. Ich darf alles, was ich tun muss, um mein kleines Mädchen zu beschützen. Ich bin nicht dein Mädchen. Ich hasse dich. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Und egal, wie sehr du dagegen kämpfst, ich kämpfe umso mehr, um dich zu beschützen. Warum habe ich es nicht kommen sehen? Sie hat es mir ins Gesicht gesagt. Meine Transition hätte sie auch mit Gewalt verhindert. Tyler, du hättest nicht wissen können, dass sie so weit gehen würde. Ich will das Tagebuch zurück. In ihrem Zimmer habe ich noch nicht gesucht. Okay, aber brauchst du es denn jetzt? Dieses Tagebuch war mir wichtig, Allison. Meine Gedanken aufzuschreiben half mir zu sehen, wer ich bin. Gut. Dann suchen wir es. Okay, also jetzt suche ich noch ein Tagebuch. Ob ihr Zimmer noch verschlossen ist? Das war es immer. Ich bin nicht so heiß drauf reinzugehen. Ich weiß. Doch wir kommen nicht drum herum und ich brauche es zurück.